Ihr wisst, dass DDR eine Partei ist, die an ihrem Selbstverständnis sich konsequent für die Familie engagiert. Für die Familie, das heißt, sie unerkennen an ihrem Rolle als Kerzelle von der Gesellschaft, antreten wie die Fuhl vom Kant, was immer gesagt wird, l'intérêt supérieur de l'enfant, für den Respekt für eine Familie an ihren eigenen Kompetenzen, ihren eigenen Privatleben, für die Familie Wahlmöglichkeiten zu gehen, an die Autorität parental zu respektieren und zu schützen, und noch für sich anzusetzen, dass man genug Geburten hier am Land haben für all die Besoin, die eine Gesellschaft hat, sie wird an kultureller, sie wird an ökonomischer, sozialer Hinsicht gerecht zu gehen. Da der ist also eine Partei, die wirklich will, dass die Familie gut geht, dass sie kann Decisionen holen, dass sie immer Wahlmöglichkeiten hat. Und mir gesehen aber, dass diese Regierung fundamental andere Ansätze vertritt. Haben wir einen Familienminister oder haben wir einen Antifamilienminister? Wir sind also als politische Partei wirklich besorgt, das, was los soll geschehen. 7 Punkte will ich als erste Reaktion von der ADR halt besonders hervorstreichen. Das ist das die Raison d'être vom Familienminister. Die ist es am Blick nicht ganz klar. Als Verfassung sieht ganz deutlich, dass der Staat soll die natürlichen Rechte von der menschlichen Person und von der Familie schützen. Meine Familienpolitik, die muss ja dann noch einen Inhalt tun, der dem konstitutionellen Auftrag entspricht. Sie muss die Familie schützen, sie muss die Familie fördern. An Ziel von der Familienpolitik kann nicht in erster Linie sein, eine Chancengleichheitspolitik zu verfolgen oder eine Spurpolitik zu verfolgen. Das ist nicht den ersten Objekt von der Familienpolitik. Aber was geschieht an diesem Ministerium? Erstens sind eine ganze Reihe Kompetenzen, die zur Familie gehören, verlagert gehen an das Edukationsministerium, was doch ein Symbol ist. Wo bis die Familie sich kompetent werden, eine Kompetenz von der Familie, nicht nur von einem Ministerium, sondern auch von den Familien gesehen wird, gesehen, dass der Staat sich soll um die Education von den Kindern kümmern und immer mehr am Platz von den Familien. Und der Zweite ist, was man dann kennen sieht, sie will keine natalistische Politik. Mit der Frage ist, wo will sie dann, dass das Land eine gesunde Demografie hat? Wir haben schon Probleme, soll man dann die Besoin, die wir haben, an den evident als Besoin, wie ich gesagt habe, aus gesellschaftlichen Ursachen, aus ökonomischen Ursachen, wie aus Sozialversicherungssystemen um Leben zu halten, will sie dann hingehen an die normal demografischen Besoin von unserer Gesellschaft durch immer mehr Immigration kompensieren, weil das dann nicht andere Probleme bringt, als das Familienpolitik von dieser Regierung. Die zweite Frage, die wir euch stellen, neben der von der Raison d'être von dem Familienministerium, wird denn da wirklich verfolgt als Objektiv, mit die zweite Frage, die auch ganz aktuell ist, ist die vom Kannergeld. Ihr wisst, dass die Regierung überlegt, die Decision ist ja anscheinend noch nicht geholt, aber ganz stark überlegt, wie das Kannergeld so zu gestalten, dass all Kant, egal ob das erste, das zweite oder das dritte an einer Fratrie ist, ob das dasselbe soll auf Finanzen kriegen und Kannergeld kriegen. Das wird dann argumentiert mit einer Etude, die einmal gemerkt wird in der Schweiz, dass die Ökonomie die Schelle wären und so, von mehr Kanner da sind. Das ist nicht falsch. Effektiv kann in Haien, wenn ein paar Kanner hat, Sachen noch benutzen, die schon einmal benutzt werden, aber da sind ganz klar auch Limiten an dem Exerzice. Und ich meine, dass jeder, den eine Familie hat, oder jeder, den keine vielleicht eine Familie hat, der sich an Situationen randenkt, der weiß, dass eine Familie einfach Kosten verursacht. Und es geht nicht nur durch, wie Fratrie zu gucken, man muss in die allgemeine Wohlstandssituation von einer Familie ganz genau gucken, nicht einmal auch von der Familie monoparental. Und das ist eine Evidenz. Es ist eine Evidenz, dass desto mehr Kinder da sind, desto mehr der Gesamtwohlstand von der Familie betroffen ist. Eine Familie hat mehr Depensen mit mehr Kindern, eine Familie kann Männer spuren mit mehr Kindern. Eine Familie verzichtet auf vieles, weil sie eben hier Priorität Kinder gesagt. Und dafür muss der Staat den dadurch verstehen, wann auch am eigenen Interesse, auch am eigenen Interesse vom Staat, eben will, dass genug Kinder da sind, da muss eine Familie finanziell unterstützen. Die Familie soll nicht nur mit Gründung von Familien encouragieren, aber die Familien, die da sind, die müssen auch finanziell unterstützt gehen. Das Regierung geht hin, und durch das, was sie auch können, durch das, was sie hart überlegt,
fängt zu Leute zu decouragieren, an dieser Situation nach Kanner zu holen. Wir als ADR haben einen ganz anderen Approach. Wir wollten von Anfang an Rechnung drohen, auch an unserem Wahlprogramm der Tatsache, dass eine Familie mit viel Kanner auch viele Depensen wird, die anderen noch nicht tun. Ich gehe nicht konkret Beispiel. Wir wollten zum Beispiel ein Auto steuerlich befehrdeligen, ein Großraumauto für eine Familie, wenn sie 4 Kanner und das Beispiel, wo viele nennen das am Logement oder an andere Beispiele wird auch gesehen, dass es wichtig ist, dass den einfach Infrastruktur hört, die erlaubt, viel Kanner zu tun, dass das teuer, ein grosses Auto ist mehr teuer wie kleine. Wir als ADR wollten doch, wenn es die Großauto noch steuerlich für Großfamilien befehrdeligen. Allocation d'éducation, das ist ja das, was eine Mama oder ein Papa kriegt von die 2 Jahren bei der Kanner bleibt. Das kostet der Staat 71 Millionen Euro. Das sind die wichtigsten Jahre, es wird immer gesagt, an einem großen Konsensus von vielen Kannerpsychologen, Kannerdoktoren, dass die 3 ersten Jahre die wichtigsten eigentlich sind an der Entwicklung von einem Kind. Das größte Bindungsbedürfnis besteht, wo man also zu Recht an der Vergangenheit das System hier am Land hatten, das erlaubt hat, einem älteren Teil bei der Kanner daheim zu bleiben während der Zeit, weil das die wertvollste, die beste Bindung, die kann erkannt haben für seine Entwicklung, wenn es kann bei einem älteren Teil das kruzial Jahre aus seiner Entwicklung verbringen. Das ist ein Schwach, den Familien sollen haben. Eine Möglichkeit von der Wahl, ob sie da wollen, dass ein älteren Teil kann daheim bleiben und die Rolle erfüllen, oder ob die Älteren einfach so, bon, wir gehen lieber zu 2 schaffen, aber wir gehen kann gerne einen Kreis. Mit die Möglichkeit, das zu wählen, das selber zu dezidieren, das muss alle Familien können haben. Das Regierung will die Allocation d'éducation, die der Staat 71 Millionen Euro im Jahr kostet, aufschaffen. Und da sieht Madame Kahn an der Chambre, ja, wir holen die Schweine nicht weg. Sie können ja nachher mal dezidieren, ob sie daheim bleiben oder nicht. Aber materiell stellt sie aber ganz klar, eine Reihe von Familien dem Zwang entgehen, für Misse schaffen zu gehen, einfach weil eine wertvolle finanzielle Unterstützung vom Staat soll wegfallen, die eben eine Möglichkeit zur Wahl geben wird. Und die staatliche Kannerversorgung, da muss ich auch wissen, dass da immer mehr eine große Beeinflussung von den Kanner kennt. Das ist keine neutrale Versorgung, wo einfach soll geguckt werden, dass der Kanner möglichst gut geht. Nee, da gibt ein Auftrag von der Regierungsprogramm, guckt schon einen Edukationsauftrag ganz freie Jahre, wir schwätzen heute in der Alterskategorie 3-4-Jähriger, wo die Kanner sollen dazugehen zum Development durable, ich weiß nicht, wenn 3- oder 4-Jährige sich kann darüber vorstellen, an eine Education sexuell, ihr inkludiert froh, wo der Identität sexuell, und das bei 3- bis 4-Jährigen. Ich habe Herrn Meisch an der Chambre gefragt, Herr Meisch, was stellt ihr dann darüber vor? Und er hat gesagt, das muss altersgerecht sein, da bin ich d'accord, aber ich weiß nachher mal nicht, wie eine Education sexuell altersgerecht bei 3- bis 4-Jährige soll sein, auf Frohe von Identität sexuell et autres. Mammerent. Den Herr Bettel hat gestern, wie gesagt, bei der Fedil, nachher wurde die Mammerent gesagt, und hat anderem kritisiert, dass die geht. Und die Absichten schenken ganz klar zu sehen, wenn nicht Mammerent ganz aufzuschaffen, dann aber auf jeden Fall den Kümülmol anzuschränken, weil das die dritte politische Äußerung auf europäischem Niveau, die wir an 2 Wochen hören, haben gegen Mammerent. Das scheint ein großes Problem von dieser Regierung zu sehen, schon ein kein riesen Volumen ist. Aber wir müssen ja uns auch daran erinnern, dass schon die letzte Regierung den Bezugsalter von der Mammerent von 60 auf 65 Jahre herabgesetzt hat. Das ist ein Problem, ein doppeltes Problem. Den ersten Teil vom Problem ist ganz einfach den Hai, dass wir denken, dass der Arbeit von den Mammen muss unerkannt gehen. Das ist ein wichtiges Arbeit in der Gesellschaft. Das ist etwas, was der immer gesagt hat, wir sollen doch die Arbeit von den Älteren so aufwerten, dass wir einen eigenen Beruf daraus machen. Wir sollen all Kanner Prestationen vom Staat zusammen legen, an eine eigene Allokation d'éducation. Wir sollen dass das wirklich durchgeht für eine Mama oder ein Papa, die will daheim bleiben, wie das den ein eigenen Abkommen wird, weil doch sozialversicherungspflichtig ist, dass die Leute auch etwas am Alter davon haben. Und noch für ihre soziale Kriterien dran zu haben, soll das auch besteuert gehen. Das ist der Approach von der ADR, wo wir so in Familien unterstützen. Und was wir mal Blick haben, ein kleines Element von der Unerkennung von der Arbeit, nämlich Mammerent, das steht im Spiel. Das ist also das erste Aspekt, die überhaupt die Arbeit von der Mama an dieser Gesellschaft bewährt. Und wir so, und diese Regierung erkennt nicht die wertvolle Erziehungsarbeit von den Mammen auf den Pappen daheim. Das zweite ist, das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Wir haben ein System hier am Land, wo
die Frauen, die ege Renten ursprünglich haben, an die Kinder kriegen, die kriegen Babyjahre bezahlt, das ist der Staat finanziert da ein Teil mit. An de Mamme rent eigentlich die Frauen zu gut tun, die also an der Rent von den Frauen, die ege Renten ursprünglich schon dran. Mamme Rent, die hat just als Idee, denen andere Mammen dasselbe zu gehen, für dieselbe Leistung, für die Gesellschaft, wie die ege Renten ursprünglich schon. Das ist keine Prestation, die vom Himmel fällt, für das einfach ein Froh, wo Gerechtigkeit zwischen Mammen. Aber wenn die Engel können behalten, also man muss die anderen auch können behalten, an ähnliche Konditionen, los schon als das Prinzip von der letzten Regierung gebracht gehen, weil eine Frau mit eigenen Renten spricht, die Sommer mal mit 50 an Pension gegangen ist, die hat die Mama Rente an ihrer Pension, an die anderen, die kriegen ihre Renten ursprünglich von 60 auf 65 Jahre abgehoben, wenn man allein die 5 Jahre guckt, Verlust pro Kant für einen Mann, wo 5.200 € bedeutet. Also ein Froh von Gerechtigkeit zwischen den Mammen neben der wichtigen Froh von der gesellschaftlichen Anerkennung von der Leistung an der Erziehungsarbeit. Congé parental. Am Congé parental, der wirst den als angefeiert für ein paar Jahre, und du hast gesagt, dass das an erster Hinsicht eine Mesure, die soll dem Arbeitsmarkt dienen. Wenn ein Congé parental kriegt, dann hilft das für Leute zu engagieren, die dann noch eine Chance haben, eventuell Kinder in einer Firma zu bleiben. Es war also eine Mesure, die gerechtfertigt gouf, an erster Hinsicht auch mit arbeitsmarktorientierten Argumenten. Lo wird gesagt, und das ist richtig, es soll nicht mehr gesehen gehen, der Congé parental soll nicht mehr gesehen gehen als arbeitsmarktorientierte Maßnahmen, mehr soll gesehen gehen als familienpolitische Maßnahmen. Das ist richtig. Mit das soll das auch durchgezogen gehen. An die familienorientierten Maßnahmen, die soll dann noch den Familien vertraut gehen. Es sollen Familien sein, die dezidieren, wie sie mit dem Instrument umgehen. Mit das wird nicht gemerkt. Nach immer meint der Staat, hier kennt die Familie vorschreiben, wie sie sollen den Congé parental abteilen in sich. Und das ist eine Sache dann von den Familien. Sie sollen dezidieren, wie es geht. Weil was geht es schlussendlich bei dem Congé? Es geht um den Interesse vom Kind. Kant ist ja daran interessiert, dass möglichst lang ein älteren Teil soll können frei wie bei ihm zu bleiben. Intérêt supérieur de l'enfant. Wenn der Staat sieht, das muss noch in eine große so oder so abgedeelt gehen, und wenn er das nicht merkt, dann kriegt er nicht. Aber dann schlussendlich der leidtragenden Kant wird dadurch meiner älteren Zeit so mal für sich zur Verfügung hat. Da so mir als ADR Congé parental als Familienmaßnahmen richtig, aber es sind Familien, an der Länge Familien, die dezidieren, wie sie das Instrument benutzen zum Wohl von ihren Kindern. Die Älteren. Wieder Herren hat aus der ADR konsequent überzeugt, dass die Rolle von den Älteren soll abgewehrt gehen, dass sie sollen respektiert sein. Aber was wir gesehen hier an der Ideologie von dieser Regierung, eine Tendenz, die wir auch sonst gesehen in Europa leider an die DAX beschrieben wird als eine Entälterung. Und zwar in dem Sinn, dass der Staat sich den Älteren will substituieren, dass der Staat misstrauisch ist gegenüber dem, was die Älteren machen, dass das Fälle von dysfunktionalen Familien, die schon leider gut geholt gehen, wie zu argumentieren, allgemein gegen die Rolle von den Älteren, dass die Autorität parental ausgehirrlich wird. Wir hatten das schon an einer Reihe von Gesetzen in letzter Zeit. Also sehen wir zum Beispiel auch immer so Thematiken wie dem Religionsunterricht. Wir sehen das bei der Sexualerziehung, wie ich schon gesagt habe, wo der Staat will an der Kirche Sexualerziehung am Platz von den Älteren machen. Wir sehen das bei der Betreuungsmöglichkeiten, wo einfach die Älteren materiell die Möglichkeit Wäschkohl kriegen, sich selber, ein Teil von den Älteren die Möglichkeit Wäschkohl kriegen, wie sich selber um Kinder zu bekümmern und dadurch der Staat sich will substituieren. Am Regierungsprogramm steht auf ein paar Plätzen, Family Learning soll angefeiert gehen. Das kann für verschiedene Familien nützlich sein. Es gibt ja auch schon der Initiative für Familien, die wollen Rot kriegen, wo sie sich hin adressieren. Aber das ist hier Initiative. Lo steht am Regierungsprogramm, une attention particulière sera réservée aux parents dont les enfants ne fréquentent pas de structures d'éducation et d'accueil. Lo aus der Staat, den hier geht an aufhängt, ob die Älteren aufzupassen, die kann er selber daheim erzählen. Auch das als ein
Klar Infraktion gegen die elterliche Rechte, ein Misstrauensvotum gegen die Familie, und mir so, und das kann nicht sein, muss den anderen Weg sehen, die Familie hat Autorität, die Familie hat Vertrauen, die Familie kümmert sich um Kinder, aber wenn die Älteren dann denken, dass sie vielleicht den Rot brauchen, da kann der Staat selbstverständlich dafür zur Verfügung stehen, mit das ist der richtige Weg, Vertrauen von der ADR liegt bei der Familie, und der Staat soll den Familien helfen, wenn sie das wollen. Der letzte Punkt, den ich nur schwätzen, mir will nur schwätzen auch von die sind die gerade am meisten schwätzen mir nur schwätzen wir dann zu mehr am Kollege kann ich dann hier wieder präsentieren dass das homosexuelle Beständnis wir begrüßen nicht ganz ausdrücklich dass das Regierung Bewegung gegangen ist für mehr Referenden zu organisieren. Das ist der richtige Weg, das ist auch eine Forderung, die DDR schon repetitiv während lange Jahre gestaltet hat. Das die Bürger soll können mehr dezidieren, das Volk soll mehr gefragt gehen, unter Konditionen, wo natürlich eine Gerechtigkeit muss bestehen bei den Verteilung von den materiellen Mitteln an der Kampagne, mit das ist ein anderes Sujet. Aber die wichtigen Fragen, die das Gesellschaft betreffen, sie wird an der Familienpolitik, sie wird institutionelle Plan oder an der Verkehrspolitik oder an anderen Sachen, können wir ruhig den Souverän von diesem Land fragen, was dann die Meinung ist. Und wir als ADR so eine Dafürung vom homosexuellen Beständnis, also so eine grundlegende gesellschaftliche Änderung hier am Land, so wichtig für die Kinder, die können davon betroffen sein, so wichtig für die Verstehung von dem, was Ältere sind an Familie, dass wir so auch die Frau muss einem Referendum in der Lösch gehen. Wir sollen Leute fragen, ob sie d'accord sind, für die Definition von der Familie so weit zu ändern, für die Kinder einer Situation anzusetzen, die so grundlegend von dem untersteht, was wir bislang kennen, dass das Diskussion auch muss dem Referendum in der Lösch gehen. Wir haben das für mehr wichtig wie ein Referendum, zum Beispiel über das Wahlalter oder die Mandatsdauer von einem Minister. Hier geht es um eine grundsätzliche Reform an dieser Gesellschaft, eine Reform, die eine ganz prinzipielle Veränderung vom Verstehsten von der Familie springt und dafür so mir der Souverän soll dezidieren. Wir Konzepte an unserem Wahlprogramm, wir so als ADR der homosexuelle Beständnis für uns nicht akzeptabel ist, wenn es dem Wohl von den Kindern, weil wir so, weil du wirst, dass man Beständnis das Adoptionsrecht verbunden ist, und wir so nicht das besser für die Kinder für bei an einer Situation abzuweisen, wo sie einen bisexuellen Referenzpunkt haben, also ein Rapport bisexuell bei den Älteren, wo sie sowohl die weibliche wie auch die männliche Rolle kennenlernen. Das ist für uns besser, wir sagen aber auch, es gibt Situationen, ganz einfach, aus Leben, Schicksalssituationen, aus anderen raus, wo kann er bei homosexuellen Älteren oder älteren Leuten, die ältere Rollen überholen, abwussen. Und das will man dann regeln auf eine pragmatische Manier für all die Situationen, die sich können mit legalen und anderen Problemen an so einer Situation stellen, für das zu regeln am Interesse vom Kind. Wir haben also ein eigenes Modell, das wir als vernünftig gesehen, das wir als vertretbar gesehen, für diese Lebenssituation Rechnung zu tragen. Aber das Beständnis allgemein ist an unserer Vue ganz klar reserviert für Mann und Frau, ein gemischt sexuelle Koppel, die dann noch sollen dann Vertrauen weiterholen für die Kinder an so einen Kontext abzuziehen. Also eine wichtige gesellschaftliche Reform, die die Regierung hier undenkt, die sie will ganz geschwind durchziehen, aber wir so in der das gehört an die Decision vom Souverän, vom letzten Volk. Das war das, was ich hier wollte kurz präsentieren, als erste Reaktion auf das, was wir hören von der Regierung im Bereich von der Familienpolitik.